Was ist nun der nächste Schritt? Welchen Weg wir gehen wollen, diese Wahlentscheidung hat Gott uns als freie Wesen überlassen. Ich habe euch ewiges Leben und ewigen Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. So sagt es Gott in 5. Mose 30, Vers 19. Es wird auch hier noch einmal deutlich, dass Gottes Wille eindeutig auf das Leben abzielt. Aus der Grafik können wir einen einfachen Merksatz ableiten. Wenn du nur einmal geboren bist, nämlich die natürliche Geburt, dann stirbst du zweimal. Zunächst den leiblichen Tod und dann noch den ewigen Tod. Aber wenn du zweimal geboren bist, die natürliche Geburt und die Neuwerdung durch Christus, stirbst du nur einmal, nämlich nur den leiblichen Tod. Der Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus, befreit uns vom verdammenden Gericht und bringt die Gewissheit des ewigen Lebens. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom geistlichen Tode zum ewigen Leben hindurchgedrungen. So hat es Jesus in Johannes 5, Vers 24 gesagt.